Von der Samarias war das, was wir hier in Leiden und bekommen merken, dass wir wollen wieder gehen in den Jakobusbrief. Wir sind noch nicht sehr weit. Von der Samarias war wir in das zweite Kapitel gehen, von Vers 1 bis Vers 13. Und das ist ein Thema, wo das von reden, das ist ein sehr interessanter Thema. Und ich glaube, vielleicht einer wo uns dort sehr treffen wird. Das ist von der und da, dass die Menschen, oder nicht bloß von der und da, aber vielleicht haben wir gewesen, wo Menschen einen Unterschied merken, dann manche andere Menschen. Und ich dachte mit dir aber nur, ich rede mir an für diese Botschaft, wie vielleicht ein auch Probleme haben damit, oder vielleicht sehr wie ein von der, was dort passiert ist. Vielleicht kicken wir einmal den Menschen, dann sagen wir der an aus der nächsten Person. Dann würde lieber weil mit so einem Menschen in der Stadt kommen, was da vielleicht ein bisschen höher angesehen sein, dann brauchen wir auch Freunde zu werden mit so einer Stadt, und so was da, dann wird ja leer loten down, oder dann wird armer loten down, oder was immer. In so einer Stadt gehen wir vielleicht dann nicht im Stechen, gehen lieber nach andere. Und ich glaube, das ist sehr praktisch. Jakobus in seine Lehre ist sehr praktisch für uns, von der und auch nach das Unternehmen, was die zu lernen haben. So ich glaube, von der das ist auch ein sehr wichtiger Thema, was wir von der Samarias übergehen wollen. So, das, all das Erfahrungen hier, das hauptsächlich von einem Unterschied merken zwischen Menschen. Und Jakobus hat uns warnen dafür, dass wir das nicht sollen tun. Der Überschrift bei Jakobus, das zweite Kapitel, sagt da, nicht Menschen vertragen oder so etwas. Und ich habe ein Thema gewählt, nicht Unterschied zwischen Menschen merken. So, und das redet zu Christen, weil wir wollen das Moaken, dass das zu Christen reden, der zu glaubende Person, glaubende Menschen. Die, wie als Menschen einmal, wie kicken vielleicht sogar, dass wir abgetrocknet sind. Ich weiß, in Mexiko ist wieder abwassen, da wird uns einmal gesagt, dass die Mexikaner dort wir nicht so eine gute Menschen als wir als Deutsche. So, einmal wird uns gesagt, wir sollen abwassen für so eine Stadt, dass wir Weltmenschen, dass wir nicht Gott seine erwählte Menschen. So, und jetzt ist dort so ein Unterschied, da wir einmal vielleicht merken, manche Menschen glauben, wir sind vielleicht besser als der Nächste und so weiter. Oder hier in dem Part redet besonders von reichen oder armen Menschen, wo ein Unterschied zu merken zwischen so einer Stadt. So, der erste Vers sagt, meine Brüder, ihr glauben an Jesus Christus, der uns Herr ist und herrlich ist, soll ihr davon frei holen, einen Unterschied zwischen Menschen zu merken. So, hier kann man sagen, dass die glaubende Person sagt, meine Brüder, so, das redet er von der, was den Glauben haben und Jesus Christus, das er auch hat. Und das sagt hier, dass wir sollen Jesus Christus brauchen, uns zu helfen, dass wir nicht in so einer vollen Stadt angeroden tun. Er sagt, meine Brüder, ihr glauben an Jesus Christus, der uns Herr ist, soll ihr davon frei holen. So ich kann das tun. Durch seine Kraft habe ich das tun, habe ich frei bleiben von so einer Gedanken, die dort haben. Und wir müssen auch wegen Gott soll so eine Schrift lesen, wir haben viele Stellen, wo Gott nicht einen Unterschied merken, der mag Menschen, er hat jedem einen überreinteilen. Und Gott sind die Juden, sind wir alle überrein, aus Deutsche oder Mexikaner oder Engländer oder was immer, oder Reiche oder Arme. Und Gott sind die Juden, erst euch einer Herr als der andere ist. Er hat uns alle überreinteilen. Er merkt nicht den Unterschied, dass Menschen oftmals tun. In Römer 12, Vers 11 sagt dort, Gott merkt keinen Unterschied manche Menschen. Und wir wissen auch, wenn wir die Schrift lesen, wir lesen alle, dass Gott nicht einen Unterschied merkt, der manche Menschen. Er ist gekommen für alle Menschen. Er ist gestorben für uns alle. Er hat nicht ein Mensch für den anderen Mensch tragen. Ich dachte und wo das jüdische Volk auch einen Unterschied merken, das einmal zu der Zeit, in der Bibelzeit, wo wir lesen dann besonders von Petrus und Cornelius, wo Petrus gesagt wir worden, er soll unter Cornelius das Wort predigen, und vor allem, dass wir vor allem ganz gegen seine Natur und auch gegen seine Lehre, sie werden sie gelehrt, also sollen keine Gemeinschaft haben mit den Nichtjüden. So, vor allem haben gehen into die Nichtjüden das Wort predigen, das wird sehr gegen an seine Natur, das wird sehr unmöglich. Aber er hat von Gott selbst gehört, Gott hat ihn gerufen, er soll gehen nach Cornelius in Haus, das Wort predigen,
Und das heißt, ich durch wie diese Geschichte fängt wie eine Apostelgeschichte, das 10. Kapitel. Das ist eine sehr interessante Geschichte. So, ich will nicht die ganze Geschichte überlesen, aber bis Parschen, was ich an denken deed. Als ich betrug heim, als sich abgemerkt hat, ging nach Cornelius in Huis. Als ich betrug wie in Cornelius zu begehen deed, dann sieht es steht, Vers 28, dann sieht an, je weiten, wo das für ein Jude je noch gesagt ist, mit Nicht-Juden kommen oder Gemeinschaft zu haben. Dann sagt er, aber Gott weiß mich. So Gott hat ihm ganz klar gewesen, so Gott weiß mich, dass ich keinen Mensch soll gemein oder arene nennen. Sie nennen die Menschen, die Nicht-Juden, das arene Menschen. Und Gott hat sich darüber gewählt, dass er wollte auch die Gelegenheit geben, dass sie gerat werden. So er sieht, dass er hat von Gott gehört, dass er soll kein Mensch arene nennen oder gemein oder arene nennen. Und das ist, was sie deuten. Das hat checken, die sind Unterschied mit den manchen Menschen, manche in den Nicht-Juden. Und dann sagt er über, als sei ich, das wurde gepredigt worden, und es hat noch vertalen dadurch, bei den Mäden, bei der Predigt, kam der Heilige Geist auf einmal und kam über all diese Cornelius und seine Familie und all seine Freunde, die dort gekommen wären, die kriegen alle, waren gefällt von den Heiligen Geist. Und dann sagt er in Vers 34, dann fängt Petrus an zu reden und sagt, nu sei ich wahrhaftig, dass Gott manche Menschen keinen Unterschied merkt. Nicht richtig zu sein, ich nicht der Ansicht da, Gott merkt keinen Unterschied manche Menschen. Sie deuten, aber Gott deut nicht. Und Gott sagt, das was er soll tun, dass er auch predigen und wiesen, dass er auch wird für Ende kommen. Dass er nicht einen Unterschied merkt zwischen den Juden und den Nicht-Juden. Und so hier wie verschiedene Stellen in der Schrift, wo Menschen einen Unterschied merken, den Menschen kicken, den Menschen tun an, wer sie wären, vielleicht von was von der Kultur die kommen oder was der Hintergrund wird und so weiter, tun denen sie auch die Menschen rechten und ein Mensch für die andere Menschen teilen. Und hier in das Wort braucht Jakobus zwei verschiedene Menschen, wo er von reden will. Ein reicher Mensch und ein armer Mensch. In Vers 2, wenn wir in Vers 2 gehen, dann sagt er, nehmt mal an, beginnt in der Versammlung. So hier sagt er, in der Versammlung kam ein Mensch an mit einem goldenen Ring in ein feine Kleider. So das ist die erste Person hier, das zu sein, das ist vielleicht so zu sein, was wir wollen ansehen als ein reicher Mensch. Hat einen goldenen Ring an und sehr feine, teure Kleider. Von der und auch einige Menschen, die können verschiedene Kleider kaufen, die sind dreckig genug, haben dort, einmal auf Englisch sagen sie Name-Brand Clothes, können sie kaufen, die können die afforden, und der andere, die kann das aber nicht. So, das wird eine Person, die wird ein Reicher, wird gut angetragen, hat einen goldenen Ring an, und so, das weiß, dass er ein reicher Mensch wird, eine reiche Person. Und dann sagt er, und da kann auch einer nennen, der armlich angetragen ist. So, deshalb können ich so eine Kleider vielleicht nicht afforden, dass das reiche Mann, als der anhat, und sagt immer ganz arm, vielleicht sogar, vielleicht der Reden, nicht Kleider, ihr hat, würde hiervon reden, wo wir vielleicht würden können sein. Und er braucht vielleicht seine Kleider, kauft er vielleicht beim Second Hand und so weiter. Das ist ein ganz anderer Mensch. Und das dort checkt wie ein Menschen auch an. Du nur würdet den Loten das. Und dann sagt er, und die wurden dann zu denen mit der Fernkleider, vertragen und zu ihm sagen, nehm hier den besten Platz. So für diesen reichen Mann wird hier ein guter Platz reit, wo er sich Kondol sahen. So ist dort dann gesagt zu denen. Und zu den Armen wurde gesagt, steh hier. So antwortet nicht nur einen Platz gegeben haben, sagten erstlich, sagt er zu denen, wurde gesagt, steh hier. Oder sagt die, fahr mir eine Feit durch. Dem wurde ein Platz gegeben, wo fahr die eine Feit bloß. Ganz einfach ein geringer Platz. Nicht, dass er gerade steht, wo das ein Recken angeboten wird. Ich sage das mit ihr studieren, was die Meinung soll ich haben mit einem Ring, mit dem goldenen Ring. Das schreibt du auf eine Stelle, wo ich lesen, dass die Juden zu der Zeit wollen auch für an der Sache eine Anerkennung, sie wollen auch hoch angesehen sein. Wenn sie eins zu Top kommen, dann sich Top treffen, mit anderen wollen Gemeinschaft haben und so wieder, dann andere in der Stadt kommen, dann wollen sie nicht einen Ring haben, was sie sich können anmerken, dann werden sie eins sogar einen Ring liehen oder einen Renten. Bloß das soll zu sein, dass sie wieder noch recht, dass sie eine Anerkennung kriegen, manche Menschen. Und ich weiß nicht, das ist nicht die Bibel, das seht ihr, das ist einer, was geschrieben, der wird leben, der wird einzelne Menschen leiden zu der Zeit. Die wollen noch Anerkennung haben, sondern dann sie dadurch sich Gott antreiben, bloß dass die Menschen entwürden, Gott an sein. Und so, das ist nicht, wo wir sollen Anerkennung kriegen.
Und hier bei diesem Fall wird es so, der Recker, den wird vergetragen und der Oma, den wird zu sie gestellt und sagt, er kann sich auf stehen, können stehen oder für die Feit setzen. So, und das, was Jakobus von reden, dass so ein Unterschied soll wie nicht manche Menschen merken, wie aus Menschen. Wir kicken oftmals, wir kicken nur Menschen, wo das lädt, wir kicken von Büten, wo das utlädt mit den Menschen. Und Gott über die kicken den Menschen im Hort an. Er sieht den Menschen, wo der wirklich erst im Hort, nicht wo der sich ungekleidet haben und wo der mit denen erst oder was von Hintergrund, der kämpft und so wieder. Der König Saul, Israel, der König hat, wie angehorsam gewesen gegen Gott und hat sein Königreich verloren, soll ein frischer König angesalbt sein als König über Israel. Und hat Gott sich gewählt, Samuel soll gehen und einen frischen König ansalben. Und er hat Jesse seine Familie, und Jesse hat 7 oder 8 Jungs, und die sollen per Amt gebracht werden, dann kann er sich wählen. Er wird Gott sich wählen, und eine von denen hat sich gewählt hat als König für Israel. In der ersten Sehen, was da ankam, als Samuel durch diese Familie kam, dann kam der erste Eliab, das wie der älteste von diesen Jungs, kam der per Amt und lässt sich sein, in Samuel sein Sohn, und da hat er gesagt, das wird gleich die Person, das ist der. Den sagt, Christus hat den soll nur sein Verständnis nur. Da sagt er, als der dann kommen und er den Eliab sagt, sieht Samuel zu sich selbst. Das sieht er sogar zu sich selbst bloß. Ich will nicht sagen, was Ablüdes gesagt hat, aber er sieht zu sich selbst. Der, wem der Herr gesalbt will haben, steht nu sicher vor ihm. So nur sein Verständnis, nur sein Sein, nur das hat er gesagt, sieht er, das wird er. Er kriegt dort noch, wo er den utleitet, wo der Mensch sagt, das würde sein, wem Gott würde brauchen als König für Israel. So, er kijkt auch von Büten, er kijkt, wo der Mensch das sagt. Er macht einen Unterschied zwischen, wo Menschen das loten, wo er sich wählen, wo er das wird sein. Ich weiß nicht, nur was er sich gerecht hat. Vielleicht hat er sich gerecht, nur wo König Saul loten, wenn wir von denen lesen, dann wo denen sagt, der König Saul, er wird auch ein großer Mensch, gerade aus den meisten Menschen werden, ein großer, gesunder Mann, und der wird gewählt als König. Und das sagt von denen in 1. Samuel 9, Vers 2, wo den das geloten hat, sagt, das Kirche, das wie ein Mann hat ein Sehen mit dem Namen Saul. Das wie jetzt der, was der König geworden wird. Er sagt, Saul leidt utnoms Gott. Das Wort, ich weiß nicht, was das recht meint, den sagt, den leidt utnoms Gott. Vielleicht büter gewöhnlich Gott, was den loten leidt. Und er wird als Kopfhoch geraten als alle anderen Menschen. So, er wird ein höherer Mensch. Vielleicht meistens schon höher als die meisten Menschen wären, und das wird ein Mensch, wo ein König so loten. Und so, vielleicht kriegt Samuel ein bisschen, dass der das geloten hat, und so hat das Eliab auch geloten. So hat er vielleicht, das würde König sein für sicher. Aber Gott sagt es zu denen in Vers 7, Kapitel 16, Vers 7, und der Herr sagt zu ihm, recht ihr nicht nur, wo den dort lädt, oder du nur, wo groß er gewachsen ist. Dessen habe ich zu sie gesagt. So dessen, was er gewählt hat, er gedacht hat, das würde erreicht sein, den hat er zu sie gesagt. Der Herr erreicht nicht so als Menschen, so als ein Mensch steht. Ein Mensch sieht, wo einer von Büten lädt, aber der Herr kijkt nur Hort. Gott, der kijkt noch ein bisschen wieder aus, bloß von Büten, wo der nicht lädt, in seine Kleidien oder vom Gewassen so wieder. Er kijkt nur Hort, er kijkt durch den Mensch sein Hort, du nur wählt er. So ein Unterschied möglich nicht aus den Menschen, die manche Menschen. Ich danke Gott, dass er es dort checken, dass er sich nicht rechnet, dass Menschen, wo den Utladen dann wo wir uns nicht eine Hupning gehört haben, viele von uns, ich weiß nicht. So ich freue mich, dass Gott nicht nur so kicken, dass als Menschen dann einmal. Wir kicken auch alle einmal nur von Büten, wo ein Mensch das lädt, dann wir den alle rechten nur. So wird es hier mit diesen 2 Menschen, die hier in der Versammlung kommen. Entweder ein Recker, entweder ein Armer. Einer hat sich Geschmack untertragen und der andere nicht. Das wird vielleicht sozusagen, wir würden vielleicht sagen, ein Leutnant Pracher. Und da haben die einen verschiedenen Platz in der Kirche, wo wir vielleicht sein können. In der Vers 4 Trainer Jakobus, Vers 4 sagt, dass wollt ihr da nicht einen Unterschied merken in jene beise Gedankenwesen? So heißt es, wenn wir es dort würden recht in den Mensch würde den loten, dann würden unsere beise Gedanken zu sein. Das sind nicht rechte Gedanken. Dann würden jene beise Gedanken zu sein.
in Gott, der dabei steht, wo reden, der findet, dass die Menschen nicht sollen von Büten Menschen, das loten, die wählen. In 5. Mose 1, Vers 17, also, dass Lot dort nicht einen Unterschied merken, wer die Person ist, reicht nicht, der wird ungesein sind, rein mit der wird nicht zu Gott ungesein sein. So nichts ist dort rechten. Das gibt auch einmal so, wo die Menschen sogar andere Menschen können begreifen, wenn sie wollen einen Platz haben, einen ungesein sind, Anerkennung haben und so weiter. Die können sogar, haben so viel Geld, dass sie sich begreifen können für das, was sie wollen. Einmal hier noch mal sagen, dass Geld dort redet. Mensch kann viel Unrechten mit Geld, wer Geld hat. In 5. Mose 16, Vers 19 sagt, dass ihr soll nicht euer Recht rechten, tragt keinem fair, und lasst ihr nicht bekeipen oder beschenken, weil so ein Geschenk macht so ein Mensch blind, der das Gott verstehen kann und verdreht das Wort, von dem der reich gehandelt hat. So nicht lassen so eine Menschen, die vielleicht viel Geld haben, in die Proben zu bekeipen sogar und so weiter, nicht dort lassen und keinen vertreten lassen, sagt Gott Donald, in dem Alten Testament sagt er das auch. So, das ist nicht das Geld, was bei Gott, was wird ist. Gott nimmt nicht so eine Menschen, die viel Geld haben, für die, die nicht viel Geld haben. Gott, der will sich oftmals lesen von, woher die armen Menschen für die reichen Menschen treten, die sogar. Nicht, dass er einen Unterschied mehr an denen, aber er will sich einmal die, was Menschen zu sehen schieben, die, was nicht wollen von denen haben, die nehmen er ab, die haben wirklich einen besonderen Platz in seinem Hort. Noch einer Slawe, und denken an das eine Wettfrüh, wo wir von lesen in Lukas 21, die wird da sehr wenig hat, oder zu sein, nicht hat, und sie gibt ein kleines bisschen, das bisschen, was sie brauchen, das am Leben, dort gibt sie da im Kosten nennen, wo die Typ geklagt wird. Und da wird noch der Recke, wird auch viel geben leiden, aber die geben von der Überfluss. In Lukas 21, Vers 1 sagt er, als Jesus, das wird eingestellt, als Jesus im Tempel bin gebaut wird, hat er sich gesagt, ich bin den Kosten, wo das Geld Typ geleicht wird. Und da sagt er, wo der Menschen geben leiden. Das sagt er, als Jesus abteken, sagt er, der Recke ihre Goven in den Tempelskosten anleihen. Und er sagt auch, wo eine arme Frau 2 Koppers nanlädt, also wir vielleicht sagen, vielleicht ein Penny, was er dann nanleihen lädt, 1 Cent wird. Und er sagt, ich sage Ihnen die Wahrheit, diese arme wird früh hat mehr nangeleicht als der andere aller taub. So erstens redet er von, dass wir eine Recke, die geben viel Geld, die leden viel Geld an. Aber das arme wird früh, die leden dort, was sie hat, leden sie dann an. Und bei Gott zu sein, aber Jesus zu sein, sie der hat mehr Gift als all die anderen. So diese Recke, die werden gleich feiertragen für diese Arme bei Jesus in seinen Ehren. Das sagt in Vers 4, die haben alle uit ihren Überfluss im Gotteskost geleicht. So dort was sie recht mehr brauchen, das wird nicht fehlen, denn ihr Überfluss, dort brauchten sie den Anleihen. Und das wird viel Geld noch hier noch. Und diese überhaupt in ihrer Armut alles gegeben, was sie zum Leben hat. So dort Geld, was sie brauchen, das hat sich so, dort haben sie noch gegeben. In der Kosten angelegt. So das ist, was Jesus wiesen will. Das ist, was er uteilen hat. Die, was da arm loten, was da arm sind, für Menschen so zu sein, was da gleich so viel wert sind in ihren Ehren aus der Recke, die haben sich gewählt. Das sagt, der andere, die geben, haben alle mehr als genug. Aber diese wird für, der weniger hat, als sie braucht. Er regt nicht mal so recht zum Leben. So sie gibt dort, was der weniger wird, was sie hat zum Leben, dort gibt sie die wenig. So sie gibt alles, was sie zum Leben hat. Wir lesen nicht von dieser Wettfrüh, wo sich das Raum genommen hat, mit der, weil sie hat alles gegeben, was sie hat, was er fehlt zum Leben. Aber ich sehe mir sicher, Gott, was für die gesorgt haben. Weil sie so ein Hort hat, dass sie geben wollen, alles, was sie hat. Und er steht dort nehmen und brauchen das für ihr Leben. So ich sehe mir sicher, Gott, was sich gekümmert haben und die versorgt haben für ihr Leben. So Menschen, einmal leben, die Reiche, die werden anerkannt und die sollen Anerkennung kriegen, weil sie so viel Geld haben. Aber
Gott lässt sich nicht bekämpfen von Menschen, die viel Geld haben. Noch eines, was ich dachte, und das Simon, wo wir von lesen, in der Apostelgeschichte auch, aus Philippus nach Samaria gingen, die das Evangelium predigen, und viele Menschen, die kommen zum Glauben und leiten sich däupen. Und die kriegen den Heiligen Geist, als Petrus und Johannes an der Hänger ableihen deden, kam der Heilige Geist eben an. Und da wird ein Mann, der heißt Simon, und den, was sie alle horchen deden, was das sollte sein, der Zeit, der das Evangelium gepredigt wir worden, wird Simon deden, die wir so alle horchen deden. Und so haben wir damit noch eine große Anerkennung mancher Menschen. Aber nu dreht es sich alle rum, nu kriegen diese andere, die Aposteln, die kamen, die in der Hänger ableihen, und der Heilige Geist kam eben und nu wordt das Simon, glaube ich, ein bisschen aufgenstig. Und bot er sogar Geld, sie hat er würde Geld geben, von sie an würden die Kraft geben, was sie hatten. Von er würde ihm die Hänge ableihen, dass sie auch würden den Heiligen Geist kriegen. Und gucken, was Petrus zu sagen hat, Petrus übersetzt am, möchtest du mit dem Geld taub verdammt werden? Willst du dachten, dass Gott seine Gabe können mit Geld gekauft werden? So das Geld, der rike Menschen, das Geld, ihr Geld, das hat nichts zu tun, mit dass sie einen besseren Platz kriegen bei Gott in seinen Augen. Gott hat euch zu bekämpfen. So hier sieht er hat eine echte Einstellung. Möchtest du mit dem Geld taub verdammt werden? So Gott hat, wir hier nicht, Gott hat nicht die Menschen, die viel Geld haben, dass die würden einen besonderen Platz geben, irgendwo. Wenn sie recht sind und die mehr Geld haben als die Arme. Gott kijkt naar de Arme und sorgt für dich. Das sagt, wenn wir in Vers 5 gehen, dann trainen Jakobus, Vers 4 sagt, horcht mal, so, sieht mal aufmerksam, horcht mal, Brüder. Hat Gott nicht die Arme in dieser Welt gewählt, recht im Glauben zu sein, in das Recht zu arbeiten, dass die Versprechen haben, die am Gott sind. So diese Gabe, als alle Menschen versprochen worden, aber auch besonders die Arme auch, die sind recht, wenn sie etwas versprechen, sie haben das Recht geerben. Und Gott hat sich die gewählt. So Gott will sich die Arme, kriegt sie Gott aus der Recht auch, haben wir keinen Unjascheet. Und in Paulus sagt auch von dort in 1. Korinther 1, Vers 26, und dort ein paar Versen, wo ich will lesen, weil wir sehen, was Paulus hier geschrieben hat, von wo Gott wählen hat und wem er sich gewählt hat. Das sagt, Brüder, ich habe zu Glaubende, Brüder, denkt darüber nur, wo wir aus Gott jünt wählen deit. Da wir nicht viele Weise, nur menschlicher Mut. So eine Menschen, die besonders, das ist die Kirche, sagt, da wir nicht viel Weise, nur menschlicher Mut. Nicht viel sehr starke, nicht viele, die in der Gesellschaft hoch stünden. So, nicht die wird heutzutage viel von uns gewählt, was der hoch unten sein werden von Menschen. Gott will sich der andere, was der schwach werden. Aber was der Welt aus Ansehen ansagt, wählt Gott, um die Weise zu schon zu merken. Man sagt, dass Gott hat die Schwache in dieser Welt gewählt, was stark ist, zu schon zu merken. So Gott wisst hier bloß, dass guck mal, in meine Augen, nur die Arme sind, kriegt so viel Wert aus der Recke. Und er will die Recke dort wiesen, er will sich die Arme am Ende zu schon zu merken, dass das Arme in der Recke, da ist kein Unterschied in seinen Augen. Und guck mal, das ist der nächste Vers, Vers 8, finde ich, was hier sagen hat. Er sagt, und was die Welt verachten hat, und für nichts hält, und was nicht wird ist, hat Gott gewählt. So was in den Menschen der Augen sozusagen kein Wert hat. Was sie sich schieben tun, zu nichts mehr tun. Was sie nicht annehmen und anerkennen tun. Also, dass die Menschen täten, was beernt nichts wird hat Gott gewählt. Um dort nichts zu merken, was die Welt hoch steht. Was bei der Welt hoch steht. So was bei der Welt für die Weltmenschen sozusagen hoch Anerkennung kriegen, was die hochgestellt sind, manche Menschen, die merkt er nichts. Die merkt sozusagen, wisst dass er sich die Arme auch gewählt, um die zu schonen zu merken. Du nur so sei sich rechten tun. Und oftmals ist es, dass die Recke, die die Arme ausnutzen. Oftmals passiert das auch.
In Sprüche 19, Vers 7 sagt er, ein armer Mann wird sogar von all seinen Brüdern scheif angekickt. Wie viel mehr können seine Freunde uit dem Bach, wenn er auch Pracht hat und sägt, sind noch nicht der Fein. So Menschen, die gehen in der Stadt sogar über den Stich, meine reiche Schwester sagt das, die gehen da über den Stich. Und das heißt, von so einer Stadt, so eine Menschen, das sagt Jakobus Vers 7, sind dort nicht die den gouden Namen lasteren, die immer jünd uitgesprochen wird. So eine Stadt, was so eine Einstellung haben, das sagt, sind das nicht die, die den gouden Namen lasteren tun? Sondern die Arme ruchlos behandeln tun. Und wo wir sollen, wo soll wir reich, nur Gott seine Uhr nur sehen wollen, wo soll wir unseren Nächsten behandeln? Oder besonders die Arme, oder der wird nicht so gut uitlaat als der Nächsten. Wo soll wir umgehen mit dir? Vers 8 sagt, wenn die dort königliche Gesetz holen, dort in der Schrift steht, du sollst deinen Nächsten so gut sein als die selbst. So er sagt, das ist, was soll getan werden. Du sollst den Nächsten so gut sein als die selbst. Wenn du die Lebenswerte sein, du bist besser als der Nächste oder was immer, und du rechnest die sehr viel. Das sagt hier nicht, dass du die nicht rechnen sollst. Aber du sollst den Nächsten, und dann wird das dann erst einer, der vielleicht arm angetragen ist oder was immer. Er sagt, den sollst du so gut sein als du selbst. Und wir wissen, wir brauchen das ganz Beste für uns zu tun. Was immer und wo immer, was da passieren wird, wir brauchen das Beste für uns. Und er sagt, du sollst den Nächsten, kriegst du es da, kriegst du gut sein. Und dort ist das Rechte für Gott. Er sagt, dann du je recht. Das ist das Rechte zu tun. Und wenn wir denken dann an den Nächsten, wer ans Nächste ist, das kann wer sein. Wo immer wir wem begegnen, und wer immer das ist, den Life bewiesen. Den so gut sein, als du die selbst bist. Und der Schrift sagt sogar, wenn wir einen Unterschied merken, dann manche Menschen, er sagt, das ist eine Sinn. Wir tun Sünden damit. Vers 9 sagt, hey, merkt ihr über einen Unterschied manche Menschen, dann tun ihr Sünden. Er sagt, dann tun ihr Sünden, dann leben wir in Sünden. In dat Gesetz stampelt jünd als Gesetzbrecher. Dat is voor God en nu God zijn uur nu, zijn Gesetz nu. Dan zijn we dus Gesetzbrecher, wir sind Sünder. In Vers 10 sagt, wer das ganze Gesetz hält und sich über ein verschuldigt, der hat sich je in das ganze Gesetz verschuldigt. Wenn wir nicht brauchen, das ganze Gesetz nur fallen, alle Gesetze, was Moses gegeben hat, was sehr viel sein, was wir immer wollen, kann alle nur fallen, aber dort wisst uns doch, was der Arach ist und was der Reich ist in Gott seine Augen. Was Gott sieht als Arach, was das Gesetz sein wird, was der Arach ist und was er nicht soll tun, das ist Arach, wenn wir das tun. Gott gibt uns das Gesetz am zu wiesen, was der Reich und was der Arach ist. Das sagt er als ans Schullehrer, ans zu wiesen, wo der Reich ist und wo der Arach ist. Und dort, wo Gott dann ist, hat er die Geboten gegeben, dass er dann sagt, was Arach ist, was er sind wir, das ist Beamten von der und da nach Krieg so ein Gerät. Er gleicht das von der und nach noch später. In Matthäus 4, Vers 18 sagt Jesus, es steht, verlutend darauf, solange aus Himmel in ihr stonen, wo nicht der kleinste Buchstabe oder Punkt vom Gesetz gestrickt worden. Was das alle erfüllt ist. So da kann ich nichts von ausstrecken. Da wird nichts verändert worden, was Gott dann sein wird, was der jeden anbietet, was von der und da auch noch passieren wird. Das ist bei denen von der und da auch noch eine Sinn, und daher hast du jeden. Er wird nichts ausstrecken. Und dann sagt das Vers 19, wenn irgendwer das kleinste Gebot abhebt, in den Menschen so lehrt, der wird im Himmelreich aus der geringste zu stehen kommen. Und wer die Geboten überhält und lehrt, wird groß sein im Himmelreich. So das habe ich von der und da auch kriegst du auch noch zu lernen, was der Arach ist und was der Reich ist. Menschen dort zu lernen. Und wer das nicht wird tun, der wird sehr klein angesehen sein im Himmel.
So wir haben Ursache, Menschen zu sagen, was der reich ist und was der arg ist, nur Gott sie nicht geboten, nur die Gesetzen nur. Das darfst du den Menschen, wenn ich hier einmal sagen, das Gesetz, das die hier anspricht von der und nach, das ist gleich für uns. Aber das ist noch einmal gleich so gut für uns von der und nach zu tun. Wie kann das nicht erfüllen, verfällen, wie versündigen uns, wie kann nicht alle Geboten holen, aber Jesus nicht das für uns. Er betont, all die, dort wir nicht können erfüllen, dass er für uns erfüllen. Jesus sagt, denkt nicht, dass ich gekommen bin, Moses in Gesetz, in das Wort, die Propheten gelehrt haben, zu nichts zu merken. Ich bin nicht gekommen, dort etwas sie zu bringen, aber dort zu erfüllen. So Jesus erfüllt dort, was soll erfüllt werden für uns. Wo wir uns verschuldigt haben, dort betont er, merken, dass er sich am Kreuz naht und erfüllt die ganze Gesetze. So wenn wir jeden dort gehen, wo das Gesetz sein wird, dann verschuldigen wir uns den Weg. Dann wisst das Gesetz, wo wir auch gegangen sind. Und das ist dann, wenn von den Geboten wir brechen dann, oder wenn von den Gesetzen wir brechen dann sind wir schuldig. Und der Allah sagt das sogar. In Vers 11 sagt er, willst du sehen, du sollst die Ehe nicht brechen, habe ich gesagt, du sollst nicht tot merken. Wenn du die Ehe nicht brechst, und über tot merkst, bist du ein Gesetzbrecher. Vielleicht sagen wir, ich kann noch keinem die Ehe gebrechen. Ich habe mich nicht verschuldigt an. Aber hast eins, wie dich verschuldigt und das andere, was die geboten sein, dann bist du schuldig an der Allah. Dann bist du wie ein Gesetzbrecher, sagt dort. Und dann sagt er in der nächsten Vers, dass wir sollen uns dort umgehen mit Menschen, wenn wir wollen selbst mal eine Rechenschaft geben, für wo wir umgehen mit Menschen. In Vers 12 sagt, redet und handelt, als Söhne, die durch das Gesetz dort wirklich freimerkt beurteilt worden. So mit so einer Einstellung, mit so einer Gedanken sollen wir umgehen mit anderen Menschen und denken, dass wir wollen Rechenschaft geben für alles, was wir tun, mit den wir, die wir reden tun und mit den Dingen, die wir tun, als von wir selbst wollen eine Rechenschaft geben für all dort. Und wir wollen uns verschulden tun, wir wollen reich tun oder arg tun, nur was wir tun. Also wir sollen abhossen, wir sollen so handeln, als das Gesetz sagt. Unsere Vertal, reden und handeln soll so sein, als es dort. Hier in diesem Fall, in dieser Lehre redet von Recke und Arme. Ein Unterschied merken zwischen der Recke und Arme. So wo fährt du wenig auch? Vielleicht, das passiert vielleicht wie eine Arbeit, wie ein Arbeitsplatz. Platz vielleicht in sein einzigen Menschen hecher an als der andere, wenn es was der uitlaten, was der down oder was der von der Arbeit haben sogar in der Arbeit und so weiter und dann wieder einen Unterschied merken zwischen sind es dort oder die, was da vielleicht sozusagen der Uitfähiger sind in der Arbeitsplatz. Wir kicken verschiedene Menschen. Don't was der von Platz haben oder wo der lädt. Und Jakobus sagt hier, streng du jeden lehren. So in der letzten Vers sagt hier, dass gerecht hat keinen Mitleid über die keinen Mitleid bewiesen haben. Und doch ist erbarmende Gnade stärker als das Gerecht. So wo wir andere Menschen behandeln, da wir einen Unterschied merken mit anderen Menschen, fingen wir uns einmal durch. Haben sie vielleicht einen Unterschied gemerkt mit uns gegen andere, haben sie uns vielleicht für nichts angesehen. Und wo sich das sperren wird, so eine Person ist dort, der fällt sich nicht gut. Das ist nicht ein gutes Gefühl. Das sagt in Matthäus 4, Vers 7, sagt Jesus, selig sind die mit anderen Mitleid haben, mit dem, was Gott Mitleid haben. So, gesegnet sind die, würde vielleicht sein. Die, was Mitleid haben mit anderen Menschen, die das nur arm loten, die sind vielleicht sogar arm, wo wir die mit denen umgehen tun. Und wie Mitleid haben mit so einer Stadt, hat Gott auch ein Mitleid mit so einer Stadt, was die Mitleid haben mit anderen. So, das ist der letzte Vers, wo ich war brücken. Ich will bis nach jedem mein Tor rufen, dass wir uns selbst sehen, wo wir stehen da, wo sind wir? Mein Gebet ist, dass von uns kommen, wo uns gesagt worden, dass wir in unserer Gemeinde, in unserer Versammlung, das dort wollen umgehen mit
ein Mensch mit den anderen, den anderen, tun, was es den Loten deed. Dass wir keinmal nicht wollen, je sein sind, es dort, dass wir einen Unterschied merken, die Menschen, wenn sie sich hier versammeln, hier im Haus, ans Gotteshaus, ja. So, das ist mein Gebet, dass wir wollen, wirklich keinen Unterschied merken, manche Menschen, dass wir in jedem einen wollen, so sein als die nächste Person, und dass wir die wollen live beweisen, dass wir uns selbst tun. Das ist die Schrift sein, das. So, dass wir nicht wollen einen Unterschied merken, dass wir nicht wollen die Arme ruchlos behandeln, das ist von Schreiben, das. Dass wir nicht bei sich Gedanken wollen, haben, so zu tun. Da wir nach dem Schluss beten. Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, was für den Wort von der Samarias. Ich danke dir für das Lehre, was wir hier von der Samarias hatten, von das Port von den Jakobusbrief, wo wir können sein, wo das entgeben wird, wo Menschen einen Unterschied merken, und manche Menschen. Und ich bete, Herr, dass wir wollen bewahrt werden von dort, wenn wir so eine Gedanken uns haben, wenn wir eine Person sagen und den sagt, nicht so recht aus der nächsten Person, dass wir nicht wollen den Lehrer stahlen aus den anderen, dass wir wollen jedem ein mit Liebe annehmen und willkommen heißen. Und dann, was ich dort mit den Leuten, dass das eine Recke oder ein Arme ist, oder von was von der Hintergrund der ist und so weiter, dass wir nicht wollen, dass dort gefangen wollen, dass wir einen Unterschied merken wollen. Ich bitte, dass du mit den Heiligen Geist, dass wir wollen, dass die Körper sein, dass wir mit der Kraft von Jesus Christus bewahrt wollen, von seinen Gedanken des dort, dass wir nichts dort wollen. Beschütze uns davon, Herr, und help uns, wo immer wir Menschen begegnen, dass wir in jedem einen wollen, so viel achten, als du den geacht hast, dass wir wollen live beweisen und dann wer das ist. Und ich bete, Herr, dass das wird wirklich in uns Hort geplant sein, dass wir wollen daran denken, wann immer das wird, an die Gedanken nennen kommen, dass wir wollen so ein Verlangen, dass wir wollen haben. Andere anders einen Unterschied zu merken mit manchen Menschen. Und ich danke dir noch einmal, Herr, für das Leben, was wir von dir gehört haben. In den Namen beten wir das. Amen.